Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil der Doku-Reihe Katar. In der Schande. Auf geht's. Ich bin Lise Klaveness. Ich bin die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes. Der norwegische Verband Perfekt. Das ist, glaube ich, auch, was ich gesagt hatte, ne? beschloss ein Jahr zuvor, dass der neue Verbandspräsident auf dem FIFA-Kongress die FIFA für die Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar kritisieren sollte. Es waren ein paar interessante Tage. Es fühlte sich nach einem hohen Risiko an. Wenn man zurückblickt, hört es sich ein bisschen seltsam an, das zu sagen. Aber die Situation fühlte sich unsicher an. The 2022 FIFA World Cup is Katar. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum. The World Cup, which Wie kann man sich so instrumentalisieren lassen, Alter? will simply be the best World Cup ever Aber was tut man nicht alles, wenn man eine WM ins eigene Land holen will, wa? and the biggest show on earth. Der FIFA-Kongress in Doha, wenige Monate vor der WM. Für ihn ist es die große Bühne. FIFA-Präsident Gianni Infantino vergnügt. Ein FIFA-Präsident zum Anfassen. Beim Turnier mit internationalen Fußball-Allstars. Der FIFA-Präsident mittendrin. Doch nicht alle sind damals in Feierlaune. Bevor ich diese Rede gehalten habe, haben mich sehr viele Menschen gewarnt, dass dies nicht normal sei. Es ist nicht üblich, dass ein neuer Verbandspräsident so etwas tut. Es kann politischer Selbstmord sein. Es könnte mich zum Gespött des Kongresses machen. Ich habe allen zugehört, aber meiner Meinung nach war es rund um diese Themen viel zu still. Die FIFA war informiert, dass wir 5 Minuten die Probleme im Zusammenhang mit der WM in Katar ansprechen und Kritik äußern wollen. Es gibt wohl einige Verbände, die etwas sagen möchten. Daher bitte ich Fatma, sie einzeln aufzurufen. Norwegen hat um das Wort gebeten und wir rufen Frau Lise Klaveness auf, ihre Erklärung abzugeben. In den letzten Tagen vor der Rede kamen die Warnungen von überall her. Auch andere Verbandspräsidenten warnten mich. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich Ja, weil sie alle keine Eier haben. Deswegen macht das auch eine Frau und kein Kerl. abgesprochen hatten. Es war ein unsicheres Umfeld. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Kongress, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde. Im Jahr 2010 wurde die Weltmeisterschaft von der FIFA auf inakzeptable Weise und mit inakzeptablen Folgen vergeben. Menschenrechte, Gleichberechtigung und Demokratie, die Kernanliegen des Fußballs, standen erst viele Jahre später in der Startelf. Diese grundlegenden Rechte wurden vor allem durch Stimmen von außen gefordert. Erst später hat sich die FIFA mit diesen Themen befasst, aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die derzeitige Führung diesen Weg mit ganzem Herzen weitergeht und wirklich die Politik auch umsetzt. Es gibt keinen Platz für Arbeitgeber, die die Freiheit und Sicherheit der WM-Arbeiter nicht gewährleisten. Es gibt keinen Platz für Führungspersönlichkeiten, die keinen Frauenfußball ausrichten. Keinen Platz für Gastgeber, die die Sicherheit und den Respekt von LGBTQ-Plus-Personen, die zu diesem Theater der Träume kommen, nicht rechtlich garantieren können. Das ist ja auch noch so ein Unding. Habe ich in meinem ersten Video auch gar nicht gesagt. Tja, du kannst halt in Katar verhaftet werden. Das hatte ich ja gesagt. Du kannst 5 Jahre ins Gefängnis gehen. Wenn du also als lesbische Frau dahin kommst oder als schwuler Mann und das auslebst, ja, kommst du vielleicht die nächsten 5 Jahre nicht wieder raus aus dem Land. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit, Herr Präsident. Und das war noch viel zu harmlos eigentlich. Aber es ist traurig, dass, ja, wie sie ja gerade sagt, es wurde von allen Seiten abgeraten. Es ist traurig, dass Norwegen, ich meine, Norwegen ist jetzt auch nicht unbedeutend, aber ja, ist jetzt nicht das bedeutendste Land im Weltfußball, ne? Ja, und da hat sich mal ein klein wenig Protest geäußert. Schon traurig, dass das Einzige ist, was da passiert. Als ich von der Bühne runterging, hatte ich mit niemandem Augenkontakt. Ich war darauf vorbereitet, aber die meisten Dinge werden ohne Worte gesagt. Und es wurde mir sehr deutlich gesagt, dass es nicht erwünscht war, das dort zu sagen. Ja, traurig, Alter. Yeah, I think Klaveness behaved, very courageously. Lise Klaveness hat sich als neue Verbandspräsidentin bei der FIFA sehr mutig verhalten. Dort zu stehen und offen und ehrlich eine Reihe von Bedenken und ihre Hoffnungen zu erklären, hat viel Mut gekostet. Dass die FIFA am Ende einen Lakaien schickt, um das, was sie gesagt hat, anzuprangern, sagt viel über die Organisation aus. Den Auftakt macht der Generalsekretär des Fußballverbandes von Honduras. Das ist nicht das richtige Forum, der richtige Moment, diese Fragen zu diskutieren. Das ist Fußball. Hier sind wir als Fußballfamilie vereint. Dann folgt Hassan Al-Tawadi, der Cheforganisator der WM. Ich möchte meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen. Frau Präsidentin hat unser Land besucht und kein Treffen vereinbart, keinen Versuch unternommen, mit uns in den Dialog zu treten, bevor sie heute vor dem Kongress gesprochen hat. Ja, komisch. Sie hat sich nicht gemeldet und hat gefragt, ob ihr 2 Millionen zahlt, damit sie die Fresse hält, wa? Ich widerspreche Al-Tawadis Aussagen, wir hätten sie nicht vorab kontaktiert. Das haben wir. Wir hätten uns nicht über die Themen informiert. Auch das haben wir. Dass sie sich widersetzen und das Gefühl hatten, dass dies nicht der richtige Rahmen war, ist klar, da so etwas noch nie gesagt wurde. Also war es gut, dass es gesagt wurde. So kann über die Inhalte diskutiert werden. Ich war eher enttäuscht, dass danach niemand mehr kam, um mich zu unterstützen. Das sagt so viel aus über diese ganzen verkackten Leute, die da in der FIFA und in der UEFA hocken, ey. Es ist so ein Trauerspiel, ey. Reagierten die FIFA und das WM-Organisationskomitee gemeinsam. In einer Art und Weise, die einem nicht viel Hoffnung für die Zukunft des Fußballs gibt. Ja, genau so geht es mir gerade auch. Von FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Lise Klaveness seit ihrer Katar-Kritik nichts mehr gehört. Gianni Infantino ist mit Katar verheiratet, seit er FIFA-Präsident geworden ist. Er ist nach Katar gezogen. Das ist außergewöhnlich. Er ist all in. Die FIFA befindet sich auf der Zielgeraden und die WM wird kommen.
Seit Beginn des Jahres lebt Infantino im Ausrichterland. Ein Novum in der WM-Geschichte. Das Turnier ist nun offiziell Chefsache. Infantino gibt den Ton vor. Auch beim Arab Cup im Dezember. Der soll spektakuläre Bilder liefern. Knapp ein Jahr vor WM-Start Vorfreude auf das Turnier machen. Lasst uns den Fußball feiern und die Welt vereinen. Gemeinsam. Der FIFA-Präsident Hand in Hand mit dem Emir von Katar. Wir sind hier in Katar. Wir sind hier in der arabischen Welt. Einige Teile der westlichen Welt, wo ich herkomme, sind ein wenig voreingenommen gegenüber der arabischen Welt. Kritik an der WM, den Menschenrechten und Zuständen im Emirat wird weggewischt. Infantino damit ganz auf Staatslinie. Seit Jahrzehnten leidet der Nahe Osten unter Diskriminierung. Diese Diskriminierung beruht größtenteils darauf, dass Menschen uns nicht kennen und sich in einigen Fällen weigern, uns kennenzulernen. Es gibt Menschen, die es nicht akzeptieren können, dass ein arabisch-muslimisches Land eine Weltmeisterschaft ausrichten wird. Was ein dummer Scheiß, was er da gerade erzählt, Alter. Diese Personen, darunter viele in einflussreichen Positionen, haben uns in einer Art angegriffen, wie es noch kein Gastgeber einer Sportgroßveranstaltung auf anderen Kontinenten erlebt hat. Voreingenommenheit, Attacken, Diskriminierung und Rassismus. Die Antwort auf Kritik. Mein Name ist Jan Jensen und ich arbeite bei einer dänischen Zeitung. Die letzten 11 Jahre habe ich mich mit der WM in Katar beschäftigt, seit ich 2010 die Vergabe im Fernsehen gesehen habe. Mit Rassismus hat das nichts zu tun. Natürlich nicht. Die nepalesischen Arbeiter, die Arbeiter aus Bangladesch, Indien, Kenia, sie sind die Menschen, die Rassismus empfinden. Ja. Sie können nicht in die Einkaufszentren gehen. Sie können nicht zu allen Stränden gehen. Sie können in Katar nicht dorthin gehen, wo sie hinwollen. Die Gastarbeiterinnen sind vielleicht die Menschen in Katar, die es am härtesten trifft. Wir haben Geschichten gehört über Frauen, die vergewaltigt und danach ausgewiesen wurden, weil sie Sex außerhalb der Ehe hatten. Ist es Rassismus, dass wir solche Geschichten erzählen? Nein, natürlich ist es nicht Rassismus. Es geht darum, die Wahrheit so gut wie möglich zu berichten, unter den Bedingungen für Journalisten, wie sie in Katar herrschen. Geschichten wie seine. Es ist der 15. Dezember. Katar verliert das Halbfinale beim Arab Cup. Es ist auch der Tag, an dem Abdullah il-Bahis nun genau 31 Tage in einem katarischen Gefängnis nichts gegessen hat. Hungerstreik. Aus Protest gegen seine 5-jährige Haftstrafe, angeblich wegen Bestechung. Der ehemalige Mitarbeiter des WM-Organisationskomitees ist bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Das hatte er im WDR-Interview zuvor angekündigt. Ich werde meine Unschuld beweisen, was auch immer dafür nötig ist. Ich habe nichts Falsches getan. Und selbst wenn das bedeutet, dass ich Maßnahmen ergreifen muss, die mir persönlich schaden. Ich würde in den Hungerstreik treten und nicht aufhören, bis ich draußen bin. Denn ich habe nichts getan. Eigentlich war seine Gefängnisstrafe durch ein Berufungsverfahren ausgesetzt. Kurz vor seinem plötzlichen Haftantritt ein letzter Hilferuf. Das ist der letzte Anruf, den ich tätigen kann. Ich habe meinen Anwalt angerufen und das hier ist mein letzter Anruf. Sie sagen, Sie werden das Urteil jetzt vollstrecken.
Gibt es dafür eine Erklärung? Nein, ich habe gesagt, dass ich Berufung eingelegt habe. Das kümmert sie nicht. Ich muss jetzt mein Telefon aushändigen. Ich glaube, es liegt an der Berichterstattung in den Medien. Sie wollen nicht, dass ich mit jemandem rede. Das war's. Ich darf nicht mehr reden, okay? Bis heute ist es der letzte direkte Kontakt mit Abdullah Ibais. Und die FIFA? Abdullah wendet sich an den Weltverband und bittet in einer E-Mail um Hilfe. Die Antwort des Verbandes, eine Eingangsbestätigung seines Schreibens. Ja, selbst Anrufe werden nicht entgegengenommen. Alter. Lasst euch diese 4 Videos auf der Zunge zergehen, ey, und sagt mir immer noch, ihr könnt euch guten Gewissens diese scheiß WM reinziehen, Alter. Wir haben über seinen unfairen Prozess geschrieben. Wir forderten die FIFA auf, dafür zu sorgen, dass er einen fairen Prozess in Katar bekommt. Denn bei einem fairen Prozess wäre er ohne weiteres freigesprochen worden. Wenn man sich die Gerichtsdokumente angesehen hat, es war absurd. Es ist klar, dass man ihn zum Schweigen bringen wollte. Es gab keine Beweise gegen ihn. Wir werden vielleicht nie genau erfahren, was und wer dahinter steckt und warum man das getan hat. Aber was die Beweise eindeutig zeigen, es ist ein grober Justizirrtum. Naja, warum man das getan hat, ist doch wohl klar Abschreckung, dass nicht noch jemand aus dem Nähkästchen plaudert. Gegen den Mann, der sich, aus welchen Gründen auch immer, für Gastarbeiter eingesetzt hat. Und das ist eine große Tragödie, vor allem, weil diese Weltmeisterschaft bald beginnen wird. Die FIFA ist unterdessen auf PR-Tour, auch im Europarat. Gianni Infantino geht auf Tuchfühlung mit der Politik und relativiert auch dort die Zahl der toten WM-Bauarbeiter. Auch hier nochmal sieht man sehr schön, dass Fußball Politik ja nichts miteinander zu tun haben. Huh? In Wirklichkeit sind 3 Arbeiter gestorben. 3 sind immer noch 3 zu viel. Natürlich ist jedes verlorene Menschenleben eine Tragödie. Aber zwischen 3 und 6.500 gibt es einen großen Unterschied. Nicht das einzige Mal, dass der FIFA-Präsident die Situation schön färbt. Auf einer Konferenz 6 Monate vor WM-Beginn offenbart Infantino sein Verständnis vom Sterben und der Ausbeutung von Gastarbeitern im WM-Land. Harte Arbeit, schwierige Arbeit. Amerika ist ein Einwanderungsland. Meine Eltern sind aus Italien in die Schweiz eingewandert. Nicht so weit, aber immerhin. Wenn Sie jemandem Arbeit geben, auch wenn er in einer schwierigen Lage ist, verleihen Sie ihm Würde und Stolz. Es geht nicht um Almosen, es geht nicht um eine Art Wohltätigkeit, indem ich mich gut fühle, weil ich dir etwas geben kann. Aber ein Stadion für eine WM zu bauen, in dem gespielt wird? Genau, dabei geht es um Stolz. Und dass wir die Bedingungen für diese 1,5 Millionen Menschen verändern konnten, macht uns ebenfalls stolz. Junge, du hast keinerlei Bedingungen verändert, du kleiner Pisser, Alter. Junge, ist das ein ekelhafter Mensch, ey. Junge, ist das ein ekelhafter Mensch. Gianni Infantinos response was very telling. He said, Gianni Infantinos Antwort lässt tief blicken. Die harte Arbeit verliehe Würde und Stolz. Für mich zeigt sie einen Mangel an Einfühlungsvermögen und Verständnis. Selbst 12 Jahre nach Baubeginn der WM-Infrastruktur hat er nicht verstanden, dass Gastarbeiter diese Arbeit unter tödlichen Bedingungen verrichten. Es verleiht weder Würde noch Stolz, wenn sie einen Job ausüben, der sie töten könnte. Und die Arbeiter ohne Lohn oder im Sarg nach Hause zu ihrer Familie kommen. Das ist ein völlig inakzeptables Bild für die FIFA und die Weltmeisterschaft. Und traurig, dass es so wenig Menschen interessiert, Alter. Wenige Monate vor Turnierstart. Das Image der WM weiter getrübt. Wieder geht es um nicht gezahlte Löhne und ausbeuterische Arbeitsbedingungen.
Handyvideos zeigen protestierende Arbeiter, die monatelang kein Gehalt bekommen haben. Human Rights Watch und Amnesty International kritisieren weiterhin Katar und die FIFA. Die Umsetzung der oft gepriesenen Arbeitergesetze in Katar bleiben leere Versprechungen. Das Kafala-System existiert weiterhin. Das Kartenhaus der FIFA fällt zusammen. Arbeiter, die diese Bedingungen erleben müssen, stehen in völligem Widerspruch zur Liebe, die die meisten Fans und Spieler für den Fußball haben. Es gibt diese Kluft zwischen den Versprechungen der FIFA, die Menschenwürde und sportliche Leistung feiern, und der gelebten Realität der Gastarbeiter. Und wieder die Frage, warum? Warum macht man das so? Warum? Es wäre so ein Fingerschnippen für dieses Land, was die Kosten angeht, die Menschen da ordentlich zu behandeln, ordentliche Arbeitszeiten zu gestalten, sie zu bezahlen. Man bräuchte sie wahrscheinlich nur bezahlen, dann wäre ja gar nicht so ein Wirbel entstanden, wie er entsteht. Trotz dieser schlechten Bedingungen, trotz der vielen Toten. Und man bezahlt sie noch nicht mal. Alter, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das. Guckt euch die ganzen hohen Tiere da an. Die einfach die Fresse nicht aufkriegen und den Leuten nur wegen Geld so tief in den Arsch kriechen. Alter. Der DFB, selten aufgefallen als progressiver Verband, deutet die Zeichen. Im Frühjahr zeigt sich die Nationalmannschaft mit selbstgestalteten T-Shirts, will für Menschenrechte eintreten. Ja, aber dann mach doch mal die Fresse auf vor der Kamera. Dann mach doch einfach mal die Fresse auf. Es muss sich doch nur mal ein gestandener Nationalspieler dahinstellen und sagen, weißt du was? Hier, unter diesen Umständen fahre ich nicht zu dieser WM. Bam. Festgehalten in einem aufwendig produzierten Marketingfilm. Boah, was ein... Junge, das habe ich noch niemals mitgekriegt. Da seht ihr, wie sehr mich die Nationalmannschaft interessiert, Alter. Ich wollte es gerade sagen, wenn man aber sowas macht und das dabei filmt, ja, was soll das? Was soll das? Was soll das? Wow. Wow. Und dann habt ihr echt, die Leute, die die Nationalmannschaft verfolgen, wart ihr echt so kackendreist und habt noch in die Kommentare geschrieben, dass Fußball nichts mit Politik zu tun hat. Alter, ihr seid ja noch vernebelter im Kopf, wie ich dachte. Die Aktion verkommt zur PR-Show. Mein Name ist Andreas Rettig, seit knapp 30 Jahren im Profifußball unterwegs, mit Stationen in Köln, Augsburg, Freiburg, St. Pauli und auch DFL-Geschäftsführer, also der Liga, die für den Spielbetrieb der 36 Profiklubs verantwortlich ist. Mit unserer Historie in Deutschland haben wir natürlich einen besonderen Anspruch, oder sollten wir ihn zumindest formulieren, wenn es um das Thema Menschenrechte geht. Und bislang hat sich der Deutsche Fußballbund ja auch in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert. Aber es wird natürlich dann alles zunichte gemacht, wenn man den Eindruck hat, es ist orchestriert und es folgt einem Marketingplan. Dann werden alle guten Absichten natürlich konterkariert. Der Verband? Muss ich ganz ehrlich jetzt sagen, ich bin maßlos enttäuscht von Kimmich, Goretzka und Neuer. Sag ich euch, wie es ist. Also von den 3 Spielern, die so einen Anspruch haben und sich so hinstellen und immer auch nach außen tragen. Der Neue jetzt nicht so, also Goretzka und Kimmich tragen immer nach außen, dass sie doch so die Spieler mit einer klaren Meinung sind und wie habe ich ja beim anderen Video schon gesagt, so wie Wiki Corona und so ein Mist. Ja, weiß ich nicht. Dann, so blauäugig kann man nicht sein, dass man davon nichts mitgekriegt hat, wenn man in dem Land eine WM spielt. Boah, sehr, sehr traurig macht mich das Ganze. Rühmt sich, seine Nationalspieler erstmals vor einer WM von Experten zur Menschenrechtssituation schulen zu lassen. Das Ergebnis ausbaufähig.
Auch in Deutschland gibt es Menschenrechtsverletzungen. Ja, auch Müller sollte die Fresse aufmachen, ganz genau. Aber klar, jetzt in Ländern mit einer anderen Kultur, gerade auch im Nahen Osten rund um das Land Katar herum, gibt es natürlich da in einigen Dingen, die wir als normal mittlerweile ansehen, sage ich mal, ob das Frauenrechte sind oder eben auch das Thema mit dem Arbeitsrecht wurde ja schon oft thematisiert. Da haben wir einfach eine andere Gesetzesgrundlage bzw. setzen das anders um. Fast zur gleichen Zeit wie Thomas Müller tritt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, vor die Presse. Die Weltmeisterschaft ist für einen Profifußballer das größte überhaupt. Deshalb ist es natürlich aufregend, bei einer WM zu spielen und zu versuchen, sie zu gewinnen. Aber natürlich wissen wir auch, dass es einige Probleme gibt und vieles nicht in Ordnung ist. Es wird also ein gemischtes Gefühl sein, dort zu spielen. Alles, was wir tun können, und ich als Kapitän, ist zu versuchen, auf diese Probleme hinzuweisen. Nicht nur für jetzt, sondern auch für die Zukunft. Die Weltmeisterschaft in Katar ist definitiv eine gute Möglichkeit. Es ist wichtig, dass wir versuchen, so viele Veränderungen wie möglich herbeizuführen. Deutliche Kritik auch von anderer, renommierter Seite. Ich finde es lächerlich, dass man in einem Land spielen soll. Leute, wer mich hier schon länger guckt, der weiß, ich bin absoluter Van Gaal-Fan. Weil einfach die Art und Weise, das hat er auch bei uns gemacht, wo er bei uns war. Er hat immer gesagt, was Phase ist. Bin sehr gespannt, aber der Anfang hat mir schon gereicht. Weiß ich schon, worauf er hinaus will. Um, wie die FIFA sagt, da den Fußball weiterzuentwickeln. Und das tut man dann, indem man in dem Land ein Riesenturnier veranstaltet. Das ist einfach Bullshit. Das ist al Bullshit. Dafür tut man das nicht. Es geht ums Geld, um kommerzielle Belange. Nur darum geht es bei der FIFA. Er war mir schon immer sympathisch, ist mir noch sympathischer geworden. Genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Nur es traut sich keiner, die Fresse aufzumachen. Manche klaren Worte lässt der DFB bisher vermissen. Ja, Bernd natürlich. Neuendorf ist seit März diesen Jahres Präsident des Verbandes. Mit der WM in Katar muss er nun umgehen. Das würde ich mir wünschen. Es gibt sicherlich auch positive Signale. Ich verbinde auch gewisse Hoffnung mit dem neuen DFB-Präsidenten Neuendorf, der nun auch öffentlich schon erklärt hat, dass er sich für einen Fonds, einen Wiedergutmachungsfonds für Baustellen... Alter, was soll denn so eine dumme Scheiße, Alter? Da kriege ich schon den ersten Kackreiz. Seine erste Amtshandlung ist also, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir werden einen Wiedergutmachungsfonds einrichten für die Arbeiter, die bei den Baustellen da gestorben sind, oder was? Junge, was ist das wieder Lächerliches? Junge, du hast dich da hinzustellen und zu sagen, wir als deutsche Nationalmannschaft nehmen an dieser scheiß WM nicht teil. Punkt. Und wenn er das erst einen Tag vor Abflug macht, bam. So und nicht anders. Und nicht mit so einer dummen Geldscheiße, wo das Geld wahrscheinlich noch aus Katar ihm in den Arsch geschoben wird, damit er den Fonds gründen kann. Alter. Zeig doch mal Eier, zeig doch mal Flagge. Was ist denn los mit den Menschen heutzutage? Junge, dann wundern sie sich, dass sowas passiert, wie es aktuell passiert, ey. Dass Russland in die Ukraine einmarschiert, Alter, und es auch keine Sau kümmert. Opfer oder deren Familien eingesetzt ist das hat. Alles traurig ich hoffe und nur, dass diesen Ankündigungen dann auch Taten folgen. Auf dem neuen DFB-Campus veranstaltet der Verband... Bringt auch richtig was, dass man dann einen Fonds einrichtet für die Leute, die da jahrelang gequält werden, misshandelt werden. Das bringt richtig was, da jetzt einen Fonds für einzurichten. Weil das Geld da bestimmt auch dann ankommen wird. Und was soll das Geld den Leuten bringen? Junge, man muss mal klare Zeichen setzen, ey. Ist das traurig alles. Band unter Neuendorf einen Kongress zu Menschenrechten in Katar. Journalisten sind vom DFB nicht zugelassen. Präsident Neuendorf bezieht Stellung.
2 konkrete Forderungen, die ich schon mal erhoben habe, die ich hier noch mal wiederholen möchte und zu denen ich wirklich ohne Wenn und Aber stehe. Das sind die sogenannten Migration Worker Centers. Diese Migration Worker Centers sind deswegen wichtig, weil diese Menschen oft der Sprache nicht mächtig sind, weil sie einen Anlaufpunkt brauchen, wenn es mit dem Arbeitgeber Probleme gibt, wo sie sich hinwenden können, damit sie auch sozusagen eine Vertretung haben für ihre Rechte und für das, was sie umtreibt. Ich habe aber auch unterstützt und unterstützt es hier auch nochmal ausdrücklich die Einrichtung eines Fonds für Menschen, die im Zusammenhang mit dem Bau der Stadien und der Infrastruktur ums Leben gekommen sind, die sich vielleicht so schwer verletzt haben, die Unfälle erlebt haben, die am Ende des Tages dazu führen, dass sie ihre Familien dann in der Heimat auch nicht mehr ernähren können. Eingeladen ist der katarische Botschafter. Der sieht sein Land ungerecht behandelt und darf unwidersprochen Behauptungen aufstellen. Wir haben das Kafala-System abgeschafft. Das Kafala-System, das wissen Sie, war eines der Hauptthemen. Wir haben auch einen Mindestlohn festgelegt. Lasst uns hier fair sein. Und wenn wir das Spiel spielen wollen, sollten wir es fair spielen. Und das ist der FIFA-Slogan, fair zu spielen. Also konzentrieren Sie sich nicht nur auf ein Land. Der war gut, ey. Der war gut. Die Menschenrechtsoffensive des DFB steht ohnehin unter schlechten Vorzeichen. Alter, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wie kann man sich da hinstellen und dann so eine Sachen? Du musst halt echt ein klares Zeichen setzen und sagen, wir als deutsche Nationalmannschaft kommen nicht zur WM. Punkt. Fertig. Mit allen Konsequenzen, die da folgen. Und ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass wir nicht die einzige Nation sein würden. Die Sportschau enthüllt vor wenigen Monaten Vorwürfe gegen den Besitzer des WM-Quartiers der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Arbeiter, die auf anderen Liegenschaften der Firma beschäftigt waren, beschwerten sich über ausbeuterische Bedingungen. Die Firma soll die Informationen ignoriert haben. DFB-Präsident Neuendorf muss zugeben, von diesen Vorwürfen nichts gewusst zu haben. Die WM, sie wird auch zur Nagelprobe für die Glaubwürdigkeit der Fußballverbände. Es ist wichtig, dass die Fußballwelt anerkennt, dass wir eine Verantwortung haben. Die WM in Katar und Begriffe wie Sportswashing stellen eine steile Lernkurve dar. Denn die Vergabe zeigt deutlich, dass das zu weit gegangen ist. Wir haben einen langen Weg vor uns, gemessen an der Weltmeisterschaft in Katar. Für den Fußball wird es sehr wichtig sein, dass Mannschaften und Persönlichkeiten ihren Einfluss nutzen. Das wäre doch mal was. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber um die Richtung nach der WM vorzugeben, sodass doch eine Art Vermächtnis bleibt. Ja, es ist doch schon zu spät. Leute, raffen die das alle nicht, oder was? Na klar, kannst du jetzt da hingehen und dir wieder vorgaukeln. Ja, klar, weil wir fahren jetzt dahin, wir stoßen dann da ein paar Sachen an, dann wird sich schon irgendwas bessern. Ey, die WM wurde 2011 vergeben, es hat sich in über 10 Jahren nichts geändert. Gar nichts. Null. Was soll das? Wie kommt man dann auf die Idee, dass sich dann was ändert? Man muss klare Zeichen setzen. Klare Zeichen, nichts anderes. Und das setzt man nur, indem man sagt, bam, wir nehmen nicht dran teil. Das sind klare Zeichen, wenn auf einmal 4, 5 Mannschaften da fehlen würden. Würden nämlich alle mal dumm aus der Wäsche gucken. Dann würde auch mal der Fokus auf die richtigen Dinge gerichtet werden. Leverage to secure some sort of legacy in Qatar. Doch Überraschungen will Katar vermeiden. Solche Unterkünfte sollen während der WM nicht in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Wer hätte das bloß gedacht? Seit Wochen weist das Emirat Tausende, wie es heißt, nicht benötigte Gastarbeiter aus. Angeordnet vom katarischen Arbeitsministerium. Es zeigt sich eigentlich in diesen Zeilen, was für eine Willkürherrschaft in Katar herrscht. Trotz aller positiven PR-Erfolge und Versuche, sich als, sagen wir mal, der Beste in der ganzen Region darzustellen,
sieht man, dass mit Arbeitern umgegangen wird wie mit Nutzvieh. Kontakte zu Journalisten, die während der WM zu Tausenden ins Emirat kommen, sollen auf diese Art wohl unmöglich gemacht werden. Keine unangenehmen Fragen während des Turniers. Nichts soll die WM-Party stören. Die einer schon feiert. I count 1, 2, 3 and then I want to hear Qatar, 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 okay? 1, 2, 3. Good. And now 1, 2, 3 and FIFA. 1, 2. Wait. 1, 2, 3. FIFA. Thank you so much. Shukran jazilan. Merci beaucoup. Muchas gracias. See you very soon. All the best. Thank you. Seit Jahrzehnten hat kein Sportereignis die Menschen so polarisiert. Es ist das kontroverseste Fußballturnier aller Zeiten. 32 Mannschaften werden hier demnächst um den Weltmeistertitel spielen. Mit einem Präsidenten, der seit Monaten jubelt. Es wird definitiv die beste WM aller Zeiten. Einzigartig aus vielerlei Gründen. Die Vorbereitungen sind nicht nur weit fortgeschritten. Alles ist nahezu fertig. Ich bin jetzt seit einigen Jahrzehnten im Fußball tätig und habe einige der größten Fußballturniere mitorganisiert. So etwas wie hier in Bezug auf die Vorbereitungen habe ich nirgends gesehen. Die Stadien sind schön, schön, schön. Sie sind bereit. It will be the worst World Cup ever. The Qatar World Cup. Die WM in Katar wird die schlimmste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Nicht nur wegen der Situation der Gastarbeiter oder der Menschenrechte, sondern auch wegen der Korruption vom ersten Tag an. Dies wird ein Teil der FIFA-Geschichte sein, an den sich niemand in der FIFA in 10 oder 20 Jahren erinnern möchte, weil es ein dunkler Fleck in der Fußballgeschichte ist. Die Weltmeisterschaft in Katar stellt den größten Skandal im modernen Sport dar. That is the World Cup in Qatar. Congratulations to Team FIFA, the winners of the 72nd FIFA Congress Delegation Tournament. Ladies and gentlemen, Team FIFA! Thank you, Mr. Gianni Infantino! Round of applause for the president. Ja, macht mich nur fassungslos und traurig, Leute. Anders kann ich es nicht sagen. Und wie gesagt, es wurde noch niemals alles aufgezeigt, aber ich denke, man hat schon ein bisschen Einblick bekommen und meine Meinung habe ich im anderen Video dazu ausführlich gesagt, das werde ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Aber ja, vielleicht rüttelt es den einen oder anderen nochmal wach, das hier zu sehen. Wie gesagt, mich macht es einfach nur fassungslos traurig und ich finde es sehr erschreckend, ja, dass da mit der Nationalmannschaft, also wusste ich noch niemals, da mit ihren Human Rights Geschichte. Ja, dann sollte man die Leute echt mal fragen, wie sie in so ein Land hinfahren können, um eine Fußball-WM zu spielen. Da würde ich mal gerne irgendwelche Aussagen hören von den doch ach so tollen, charakterstarken Nationalspielern in unseren Reihen. Also ja, ich habe es schon gesagt. Für mich findet die WM nicht statt. Ich würde das komplett ignorieren und ich würde mir wünschen, wenn das viele, viele, viele Leute machen würden, aber ja, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Was dann auch wieder zeigt, in was für einer Gesellschaft wir mittlerweile leben. Da macht mich nochmal mehr trauriger. In diesem Sinne.